Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silvan Kuster und wir machen weiter wieder eine nächste Swiss News, weil irgendwie, ich muss wieder sagen, es klingt absolut heftig an, das ganze Zeug. Darum ja, haben wir gedacht, ballen wir die nächste raus. Ich muss sagen, die ist ein bisschen spezieller, weil die wird wahrscheinlich recht viel kürzer sein als die anderen. Habe ich zwar letztes Mal nicht gedacht, ins Treten ist trotzdem über 10 Minuten gegangen, aber well. Leider habe ich das Problem, durch Corona ist mein Zeitplan recht verschoben worden. Eigentlich wäre ich momentan nicht, im Sportverein, doch die ist momentan wieder zu, wegen der Vorsichtsmaßnahmen, die man getroffen hat. Darum nehme ich das Video jetzt auf, merke mal, dass ich andere Kleider anhabe und irgendwie absolut chaotisch bin. Aber das Ganze ändert nichts, dass wir trotzdem versuchen, eine möglichst nice Swiss News rauszuhauen. Darum fangen wir an. Und diese Woche ist ein bisschen speziell, weil es haben zwei Leute Geburtstag gehabt von der Schweizer YouTube-Szene. Nämlich wäre das zum einen Chris Alive und der Nicola Probst. Und wenn ich das Video drehe, ist es ein Tag her. Das heisst, wenn ihr das Video schaut, sollte es etwa 3 Tage her sein, wenn ihr richtig könnt rechnen und ihr das Video natürlich am Sonntag schaut. Und da ich im Singen absolute Pfeife bin, was das anbelangt, habe ich gedacht, komm, wir machen es richtig und wir wollen diesen Leuten jetzt auch nicht Durchkrebs geben. Darum lasse ich den Nicola Probst singen. Darum, meine Damen und Herren, nehmen Sie die Kopfhörer weg, schalten Sie die Lautstärke auf 0 und genießen Sie die wunderschönen Worte von Nicola Probst. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, ich weiss, ist jetzt recht random und richtig flach, aber hey, seit wann sind Swiss News für qualitativen Content? Und ja, wundert euch nicht über die Frisur, ich weiss, sie sieht absolut scheiße aus, aber immerhin noch besser als die oder die Frisur. Und jetzt gehen wir weiter zu Nicola, der schon vorher so wunderschön absolut gesungen hat. Und er hat diese Woche ein Trickshot-Video hochgeladen und wenn man das Gefühl hat, die Schweizer YouTuber können einfach absolut gar nichts und sind einfach absolute Hampelmänner, wenn es um Sport geht. Das stimmt nicht. Und in seinem neuen Video zeigt er, wie er absolut gut mit Ball umgehen kann. Und ja, das kann man zweideutig verstehen. Und nein, ich habe es nicht zweideutig gemeint. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie kommt mir die ganze Szene doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Für eine neue Fußball-Challenge. Wir machen heute doch einfach mal die Basketball. Aber ich muss ja schon sagen, in seinem Video, das er hat, ist schon absolut ein heftiger Shit dabei. Aber ich möchte mich ja jetzt nicht selber loben, aber ganz ehrlich, das könnte Nati und ich viel besser. Ja, Gassenflächer? Geht nicht. Hold up. Wait a minute. Und der Schuss wird absolut legendär. So, ich habe absolut keinen Übergang, darum springen wir wirklich einfach eiskalt zum nächsten, weil ich habe wirklich keine Zeit gehabt, um die Swiss News zu drehen. Darum schnell weiter zu der Larusch. Und auch sie hat die Woche wieder ein Video hochgeladen, wo sie Sätze beendet hat, die ihre Zuschauer ihnen gestellt haben. Das heisst, so können absolut wichtige Fragen geklärt werden, die ihre Zuschauer schon lange an sie gehabt haben. Ich meine, hört es selber. Wenn ich für immer ein Kind wäre, würde ich? Dann würde ich geil sein. Spaß. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, das kann ich auch. Und habe mir auf Insta, warte, wie heisst ich dort überhaupt? Anna? Silvan_STVWB. Und dabei ist diese Frage raus. Es regt mich auf, dass Die Hälfte von meinen Zuschauern, die das Video schauen, einfach mal nicht Abonnent sind. Das heisst, wenn du jetzt zuschaust, vergiss nicht das Abonnieren drücken. Mach den Button, der unten rot ist, so wie das T-Shirt. Sorry Adi und Niki, die das jetzt nicht sehen können, aber das wäre rot. Macht den grau und dann sind ihr auch jetzt das nächste Mal wieder dabei. Und wer ein absoluter Ehrenmann ist, der tut sogar noch die Glocke aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich mein nächstes Video hochgeladen habe. Genug Eigenwerbung gemacht, jetzt machen wir Werbung für andere, nämlich ist das Video of the Week und sogar Video of the Month, weil es ja die letzte Folge ist von diesem Monat. This is big brain time. Kommt vom Elia Rohrbach und die meisten kennen ihn unter dem Mr. Elia. Ich sehe verdammt dumm aus. Nämlich hat er wieder ein Video hochgeladen, wo es um die ganze Rassismus-Szene geht, die momentan recht abgeht, wo global, glaube ich, momentan recht diskutiert wird. Und ich finde absolut geil, wenn er das seriös gemacht hat, aber natürlich auch irgendwo einen gewissen Sinn für Humor dabei hat, dass das wirklich nicht einfach stur, es geht um das und das, sondern es sind ja wirklich unterhaltsame Clips drin. Und sonst geht es in dieser Swiss ja immer recht viel um Humor und andere Verarschen, aber wirklich da liegt es mir am Herzen, dass man das wirklich ernst nimmt, das Thema. Und könnt ihr es wieder anschauen, ich habe es euch unten verlinkt, wie auch alle anderen Links, die wieder diese Woche auf der grössten Karte waren. Geht schauen, ich finde es ein super cooles Video, wirklich sehr emotional und die sich fragen, um was geht es genau, ich habe Elia gefragt und er hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich jetzt hier euch den ersten Einschnitt von seinem Video zeigen darf, darum, ja, schauen wir es selber.
Amerika hat in den letzten Wochen die grössten Proteste seit den 60er Jahren erlebt. Mehrere 100'000 Leute sind wegen dem gewaltsamen Tod von George Floyd auf die Straße gegen Polizeigewalt und Benachteiligungen von Afroamerikanern protestiert. Weltweit ist es unter dem Slogan Black Lives Matter zu mehreren Protesten gekommen. Dozens of American cities up in flames after some protests turned into riots. Auch in der Schweiz ist es zu grösseren Demonstrationen gekommen, wie unter anderem in Bern, Luzern, Basel und Zürich. Und es wird immer mehr präsent, wo Rassismus heute eigentlich noch stattfindet. Ist ein Mann aufgetaucht mit einem Messer und hat uns bedroht und hat gesagt, ja, Scheiss-Ausländer und irgendwie auch noch Heil. Wir sind wirklich direkt bedroht worden und uns ist Gewalt angedroht worden. Wir waren im Bar Street mit meinen Freunden. Meine Freunde haben auch mitgemacht. Und der eine ist dann einfach so zu mir gekommen und gesagt, halt schon, du kannst ja nicht mal Deutsch. Ist er nochmal auf mich zugekommen, aber ziemlich direkter und hat gerade angefangen mit Nigger, hast du mich eigentlich letztes Mal verstanden, dass ich nicht will, dass meine Freundin im Video vorkommt. Und ich habe mich echt gefragt, wie kommst du oder wie erlaubst du dir, mir Nigger zu sagen, was hast du für ein Problem mit mir, ich habe nichts gemacht und so weiter. Und die meisten wissen, wenn es ein Video auf der Week gibt, gibt es auch einen Kanal von der Woche und auch wieder einen Monat, weil ich würde sagen, den kann man auch doch irgendwie zusammenziehen. Und ich würde sagen, der Kanal von diesem Monat ist Stati Totoro, weil wenn man anschaut, wie viele Abonnentenzuwachs er bekommen hat in dieser Zeit, ist absolut krass, was er für Videos rausgehauen hat. Nicht nur jetzt seine TikToks, wo es absolut durch die Decke geht, sondern auch seine Videos, die er sonst gemacht hat. Ja, würde ich sagen, das ist Grund genug, dass ich ihn irgendwie als Kanal von der Woche küren für mich selber jetzt. Und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es unten in die Kommentare. Oder vielleicht, wie wäre es, wenn ihr könntet abstimmen, wer Kanal of the Week oder Video of the Week wäre? Was haltet ihr davon, wenn wir das auf Insta abstimmen? Und die meisten denken sich natürlich eben, wenn man es von Mali hat, ah, wait, TikTok. Und wer an TikTok denkt, ist ja nicht weit weg von Maelo. Und ja, Maelo, TikTok gehen immer. Aber ich muss sagen, nachdem er jetzt auch endlich von dem TikTok befreit wurde, ist der Maelo und sich endlich an neue Videos gewagt hat. Ich meine, ein YouTuber ist schon ein strenger Job. Ich meine, man muss so viele Ideen haben für neue Videos. Und die meisten fragen sich, um was geht es eigentlich in seinem neuen Video. Dort hat er zusammen mit dem Mark Galaxy Nilay, wer würde eher gespielt. Und dass ihr jetzt euch nicht die ganzen 10 Minuten mit antun, habe ich das für euch schnell kurz zusammengefasst, so die wichtigsten Szenen einfach mal schnell zusammengeschnitten. Wer würde eher den Nati verschlagen? Ja, ich weiss es. Ja, einfach, komm. 3, 2, 1. Alter, ich würde sich so verschütten, Alter. Am liebsten wirklich, würde ich dem so richtig seinen Schnauz aus der Fresse schlagen, Mann. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Aber ganz ehrlich, wieso? Ich meine, was kann Nati dafür? Ich meine, so bezeichnen ist, wenn sie begabt ist. Das zeigt uns am besten das neue Video von Oli Nelson, das er zusammen mit ihr gemacht hat, wie absolut heftig sie zeichnen können. Okay, gut, es kommt halt auch sehr aufs Objekt an, das man muss zeichnen muss. Weil zum Teil gibt es halt Sachen wie das da. Ein Mensch. Ein Mensch? Ein Stick? Nein. Ich würde den Ansatz ein bisschen mit dem Schnauz verschissen. Adi, der Adi. Seine Haare fliegen. So, und all die, die Angst hatten, der Niki wird zu wenig gerostet, keine Angst. Wir roasten ihn jetzt. Und ich muss sagen, mittlerweile ist der Niki fast jeder mehr Begriff. Und wer den Niki immer noch nicht kennt, hier, das ist der Niki. Ja, und auch er hat wieder diese Woche ein Video verladen, nämlich ein anderes Wort für. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich jedem ein Begriff, was das ist. Und wenn ja, Niki, du bist wirklich ein kleiner Spassvogel, aber auch für dich erkläre ich es nein. Also, bei einem anderen Wort für nimmt man ein Wort und man sucht nachher ein Synonym. Das heisst jetzt zum Beispiel bei Niki wäre Synonym. Aber ganz ehrlich, die das Gefühl hatten, das war schon genug schlimm gewesen. Jetzt schauen wir selber, wie viele Versuche sie brauchen, um ein Wort herauszufinden. Gut, man muss ja sagen, der Niki ist immerhin hilfsbereit und
und hilft dem alten Mann, der hinten durchläuft, der sich fast übergeben auf dieser Scheiße, immerhin zum WC. Und so, meine lieben Kinder, findet der Content von Niki und das Endprodukt vom Mensch wieder gemeinsam zusammen in einem Raum. So, und das Niveau jetzt komplett am Boden zerstört ist, würde ich sagen, wir beenden das Video, bevor es noch schlimmer wird. Danke vielmals fürs Zuschauen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Es ist ein bisschen kürzer, aber ich kann euch versprechen, in nächster Zeit geht es nicht mehr ab. Aber jetzt die nächsten 2-3 Wochen wird es ein bisschen happerig, weil ich recht viel zu tun habe. Mit der Schule, das Schulsemester geht zu Ende und man hat dann echt Stress. Und ich gehe noch weg in ein Sportlager, darum ja, verzeiht mir, falls in nächster Zeit vielleicht ein kürzeres Wissen kommen, aber ich kann euch versprechen, dass am Mittwoch ein neues Video wird kommen. Man weiss ich nicht genau, weil ich probiere es mal aus, mal am Abend wieder ein Video aufzuladen, weil ich gedacht habe, am Morgen, es schaut fast keiner am Morgen YouTube, und weil ich dachte, hey, es gibt doch nichts Geiles am Morgen aufstehen und mein Video schauen, noch zum Aufstehen. Gut. Wenn man das Essen will reinbehalten, das man gerade gegessen hat, vielleicht eher weniger. Darum kommt am nächsten Mittwoch ein Video von mir online, wo man etwas auspackt, das dann neben mir steht. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Vergesst nicht die Glocke aktivieren, und für die nicht genau wissen, wie es geht, hier, der Marc erklärt sich noch einmal. So, gut, das war's. Somit hätten wir auch die Swiss News wieder hinter euch gebracht. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!